Ja, howdy Partner. Wir sind zurück im wilden Westen und bei Clever und Smart. So, also wir waren im Gefängnis, beziehungsweise beim Sheriff. So, wir sollten mit dem zweiten Charakter da umgehen. Und vielleicht einmal mit dem Billy the Kid da drin reden. Du Gauner! Wo ist der Diamant, den du uns gestohlen hast? Bildest du dir allen Ernstes ein, dass ich es dir einfach so erzähle? Wie du meinst. Ich wollte es nicht tun, aber du zwingst mich dazu. Und? Was ist? Los, sag was! Was für ein Feigling! Was ist? Haben die Mäuse deine Zunge abgenagt? Ich warte immer noch! Ich wusste es. The Kid kann das Schweigen nicht ertragen. Wenn du möchtest, singe ich dir ein Gute-Nacht-Lied zur Beruhigung. Sehr komisch, Mr. Two Hairs. Two Hairs? Mag sein, aber diese zwei Haare werden von einer freien Hand gekämmt. Poh, ich sage gar nichts. Es sei denn, du holst mich hier raus. Und woher soll ich wissen, ob du mich da nicht reinlegst? Weil du den Diamanten so unbedingt haben möchtest, wie ich hier raus will. Wir brauchen einander. Einverstanden. Ich hol dich hier raus. Aber wenn du mich betrügst... Ich betrüg dich schon nicht. Gibst du mir dein Wort als artiges Kind? Ich geb dir mein Wort, dass ich dir einen Anzug aus Holz verpasse, wenn du mit dem Blödsinn weitermachst. Ist ja gut, ich höre schon auf. Also, abgemacht. Abgemacht. Aber beeil dich. Ich muss um 6 Uhr die Bank von Texas City überfallen, okay? Okay. Ach so, jetzt muss ich mal da schnell die Musik leiten. So machen wir das. Ziemlich laut, machen wir mal da oben. Jetzt ist fast leise, oder? Etwas müssen wir schon noch hören. Machen wir mal so. Okay. Ich hoffe, es passt jetzt. Also, wir müssen Billy the Kid da rausholen. Und dann soll man wahrscheinlich oder vielleicht den Diamanten wieder kriegen. Straße. Können wir denn sonst wo hingehen? Da geht's hinten. Gehen wir mal in die Straße. Da haben wir eine Bank. Und der wollte doch eine Bank ausräumen, oder? Der Billy. Da können wir noch weitergehen. Wir schauen aber erst einmal in die Bank rein. Ah ja, da haben wir einen Kunden und einen Kassierer. Gemälde. Können wir da hinten gehen? Nicht. Ein Bild über das Geld. Da tut sich nichts. Da tut sich nichts. Was sagt denn der Kunde? Wahrscheinlich hebt er gerade Geld ab. Ich glaube, die sind beschäftigt. Ich störe sie lieber nicht. Sieht überhaupt nicht außergewöhnlich aus. Ich glaube, die sind beschäftigt. Ich störe sie lieber nicht. Ach so, mit denen können wir also nicht reden. Und sonst können wir jetzt da nicht viel machen. Ja, dann gehen wir mal weiter. Ach, da ist der John Wayne wieder. Nichts Besonderes. Das klappt nicht. Okay, die Tür ist zu. Da haben wir einen Frisiersalon. Und da haben wir den normalen Salon. Aber der ist geschlossen. Ja, dann würde ich sagen, reden wir mal mit dem Herrn Wayne. Sieht wie ein harter Kerl aus. Sheriff! Ja? Okay, jetzt dann wir mal. Nehmen wir mal das zweite. Sheriff, ich wollte Ihnen von dem Diamanten erzählen, den Billy the Kid uns geraubt hat. Noch was? Haben Sie irgendwas herausgefunden? Zurzeit weiß ich, dass Billy ihn nicht bei sich hat. Ich habe ihn selbst gründlich und tiefgreifend durchsucht.
wenn Sie wissen, was ich meine. Verstehe. Machen Sie das mit jedem Gefangenen? Selbstverständlich. Wissen Sie was? Es würde mir tatsächlich nicht gefallen, wenn Sie mich verhaften würden. Na, jetzt wissen Sie Bescheid. Befolgen Sie einfach das Gesetz, dann passiert nichts. Okay, wie schaut es denn mit den Kleinigkeiten aus? Ich würde gerne ein paar Kleinigkeiten mit Ihnen besprechen. Was wollten Sie mir sagen? Um die Wahrheit zu sagen, von Mann zu Mann. In letzter Zeit bin ich stark gestresst gewesen, um nicht zu sagen frenetisch. Ich habe es satt, ständig in Gefahr zu schweben. Deshalb dachte ich... Ja? Ich dachte, wenn ich vielleicht in Ihr Büro einziehen dürfte, bekäme ich die nötige Ruhe. Was halten Sie davon, Sheriff? Sie als Sheriff? Ich glaube nicht. Ihr Job ist ziemlich gefährlich und aufreibend. Außerdem wird man nicht einfach so Sheriff. Erst muss man einiges leisten. Wenn Sie Schmiergelder für die großen Bonzen meinen, damit ich den Posten kriege, das dürfte zu machen sein. Ich verlange sofort eine Entschuldigung, Mister. Das Amt des Sheriffs verdient man sich mit harter Arbeit, Mühe und viel Hingabe. Ja klar, und am Ende des Monats kommt das Gehalt. Jetzt was anderes. Ist die Bezahlung ordentlich? Ich vermute, das gehört zu den Berufsvorteilen. Glauben Sie das bloß nicht. Wenn Sie hier schnell zu Geld kommen möchten, sollten Sie lieber im Saloon wetten oder eine Bank ausrauben. Bei letzterem müsste ich Sie allerdings verhaften, und das täte ich ungern. Außerdem ist es doch das größte Verdienst, seine Arbeit ehrlich zu verrichten. Mit anderen Worten, das Gehalt ist lächerlich. Was soll ich dazu sagen? Dann reden wir lieber gar nicht erst über den Urlaub. Gut, dann hätten wir das eigentlich. Na dann viel Glück bei der Ganovenjagd. Ausgang, also jetzt schauen wir mal. Ja, da ist abgeschlossen, da können wir nicht rein. Geschlossen. Es ist noch zu früh. Noch zu früh. Völlig sinnlos. Schön, aber was soll ich damit? Da tut sich nichts. Aber wir können da rein. Und da haben wir einen Friseur. Trompete. Rasierschaum. Einen Mülleimer. Und Broschüren. Schauen wir mal die Trompeten an. Es ist aus Holz und hohl, genau wie dieser Tölpel Fred. Das klappt nicht. Klappt nicht. Da ist genau gar nichts drin. Da ist genau... Gar nichts drin. Gut. Ach, das ist ein Rasiermesser. Sowas benutze ich jeden Tag. Oha, ich glaube nicht, dass der Friseur mir das ohne weiteres gibt. Vielleicht kann man überzeugen, dass es uns gibt. Rasierschaum. Man benutzt ihn zum Rasieren. Nada, geht nicht. Frisiersalon Pepe. Rasuren, Frisuren und Kopfpolituren. Und du bist weg. Ach, jetzt haben wir eine Broschüre. Frisiersalon Pepe. Rasur... Können wir das... Achso, es muss das da unten sein. Gut. Und sonst nix. Ja, dann reden wir mal mit dem Friseur. Wie heißt es noch? Verkaufe nie den Skalp, bevor du dein Werkzeug beisammen hast. Oder so. Hallo auch. Gott zum Gruß. Sind Sie der hiesige Friseur? Was meinen Sie? Ich trage einen weißen Kittel, oder? Naja, Sie könnten ja auch der Arzt sein. Eher nicht. In Western City gibt es keinen Arzt. Früher hatten wir Dr. Quinn hier, aber sie war nicht erfreut, als die Indianer sie skalpierten, und sie hat die Stadt verlassen. Und wenn ich krank werde, was soll ich dann machen? Wir haben zwar keinen Arzt, aber einen hervorragenden Bestatter direkt vor der Stadt. Er würde alles Nötige übernehmen. Ich habe nur 2 Haare. Geben Sie mir Rabatt. Als ob ich noch Rabatt geben könnte. Wenn ich die Preise noch weiter senke, kann ich gleich darauf zahlen. Was ist denn los? Lassen sich die Einwohner nicht die Haare schneiden? Doch, aber der benachbarte Indianerstamm macht es gratis und noch dazu besonders gut. Muss ich neidlos anerkennen. Die blaue Bank da. Haben Sie die Farbe selbst ausgesucht? Klar doch.
Gefällt sie Ihnen? Und wie? Entzückend. Der Typ ist ja langweiliger als der Musikantenstadel in Zeitlupe. Tja, dann gehe ich jetzt mal. Bis bald, mein Freund. Bis bald. Können wir denn mit der Bank irgendwas machen? Ich bin aber nicht müde. Da tut sich nichts. Dort tut sie nichts. Können wir denn mit der Broschüre irgendwas machen? Das klappt nicht. Völlig sinnlos. Da tut sich nichts. Wir werden auf jeden Fall mal alles ausprobieren. Das klappt nicht. Nada, geht nicht. Gut, jetzt haben wir da. Vielleicht holen wir uns noch einen Kleber dazu. Mit dem marschieren wir nämlich auch da um mich. Vielleicht passiert mit dem was anderes. So, reden wir mal mit dem Sheriff. Hallo. Ja? Mensch, Sheriff, was ist los? Beißen die Bösen nicht an? Hallo, mein Sohn. Zurzeit nicht, nein. Alles ist ruhig. Ganz normal für einen Leinwand-Sheriff. Sie waren bestimmt Klassenbester. Naja, um ehrlich zu sein, schon. Auch wenn ich nie darüber rede, hat man mich schon als Kind nicht übersehen können. Klar, Ihre Ohren kann man wirklich nicht übersehen. Er hat größere Ohren als Mr. Spock. Ein paar Meter, schätze ich. Das habe ich nicht gemeint, Dummkopf. Ich rede über mein Verdienst als Gesetzeshüter. Damit habe ich mich hervorgetan. Tatsächlich? Erzählen Sie. Einmal habe ich gesehen, wie eine Bank ausgeraubt wurde. Es war ungefähr ein Jahr nach meinem 12. Geburtstag. Ich sah, wie sie mit Tüchern vor dem Gesicht rauskamen. Ihre Pferde warteten auf der anderen Straßenseite. Ich habe die Pferde verscheucht und dem Sheriff Bescheid gesagt. Er bedankte sich bei mir, weil er dadurch die Verbrecher festnehmen konnte. Das ist ja eine tolle Geschichte. Ihre Eltern müssen stolz auf Sie gewesen sein. Leider nicht. Die Räuber waren meine Eltern. Und mir blieb nichts übrig, als mir meinen Lebensunterhalt allein zu verdienen. Mit 18 wurde ich dann Hilfs-Sheriff. Und wie haben Sie sich bis dahin durchgeschlagen? Ich wurde Bankräuber. Das war das Einzige, was mir meine Eltern beigebracht hatten. Aber damals war es schon aus der Mode gekommen, Tresore in die Luft zu jagen. Wahnsinn! Das ist ja wilder als der Tag, an dem Ophelia ganz allein 2 Törtchen zum Frühstück verspeiste. Bis zum Abendessen hatte sie sich dann erholt. Ich verlor meine Wette gegen Jeff und musste sie ins Restaurant ausführen. Der Ober brachte die Karte, Ophelia schaute hinein und sagte, also dann... Was faseln Sie da? Hören Sie, es tut mir leid, aber ich habe zu tun. Ach, so ist das. Wenn man Ihnen zuhören muss, ist es in Ordnung. Aber wenn Sie anderen zuhören sollen... Okay. Wollen wir, das sagen wir jetzt einmal. Billy the Kid ist Ausbrucher. Schnell, Sheriff! Billy the Kid ist aus dem Gefängnis ausgebrochen und will mit Ihnen abrechnen. Was? Wovon reden Sie? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich wollte nur sehen, was für ein Gesicht Sie machen. Wetten, dass Sie sich schon Sorgen gemacht haben? Tun Sie sowas nie wieder. Um Ihretwillen. Außerdem kann der nicht fliehen. Er wird streng bewacht. Jetzt muss ich aber weitermachen. Ich glaube, meine Mama ruft mich. Bin bald zurück. Ja, beim John Wayne kämen wir nicht weiter. Jetzt werden wir mit dem Clever da reingehen. Vielleicht kann der beim Friseur mehr erreichen. Herrlicher Frisiersalon. Ein Barbierladen wie aus der Oper. Guten Tag. Ah, guten Tag, mein Freund. Wahrscheinlich wird er uns überhaupt nicht bedienen, weil wir keine Haare am Kopf haben. Dieser Akzent. Ist der Spanisch? Ist er. Genauer gesagt aus Sevilla. Oh, wie schön. Ein Landsmann. Ich heiße Fred. Und Sie? Baldomero Luis Antonio Pérez Martín Gómez de la Cruz. Aber alle nennen mich nur Pepe. Gut so. Der Name ist ja länger als ein Tag ohne Essen. Ich möchte das Haar ganz kurz. Sehr putzig. Was für ein komischer Kauz.
Bis bald. Bis später. Okay, wir haben... Ja, dabei haben wir nichts gesehen. Können wir denn das nehmen? Oha. Ich glaube nicht, dass der Friseur mir das ohne weiteres gibt. Ja, das befürchte ich leider auch. Nichts? Können wir denn an Sheriff die Broschüre geben? Da tut sich nichts. Nix. Wo geht's dann da hin? Ach so. Geht's da irgendwo weiter? Ich habe Kakteen noch nie gemocht. Wie bitte? Soll ich meine Hand zum Nadelkissen machen? Ach so, wir können noch weitergehen. Es geht da hinten zum Bergwerk. Oh, wer ist denn das da? Der Flintenfussi.